Somit herzlich willkommen zurück hier bei Retro Cash. Sinnlose Let's Plays und ich glaube, wir sind schon bald irgendwo in der Nähe von der 300. Folge, die ich hier auflade. Von dem Let's Play natürlich nicht, da sind wir glaube ich irgendwo bei Folge 37 oder so. Ich werde irgendwann noch etwas machen in Bezug auf das, aber es kann noch eine Weile gehen, weil wie schon mehr gesagt ist im Moment bei mir relativ viel sonst im Moment. So, dann dürften wir uns den Genügungspark mal anschauen und da gibt es 51 Seelenfragmente vom Leo zum Finden und ich hoffe, wir finden auch etwas zum Essen, weil der letzten Folge her immer nicht mehr so viel Voriges erleben. Du gehst da hinten. Okay, aber dahinter kann ich nicht, also. Da oben drauf jetzt auch nichts. Ja, 51 ist ein bisschen viel und da jetzt eine Platte. Kann man die kaputt springen? Ah, vollstopfen können wir rüber. Mit dem können wir sicher etwas machen. Ja. Den können wir auch mit dem Vollstopfen den Ballon machen. Eis, super, besser als Kreis. Gut, hoffentlich da Nummer 2. Nein, ist nur eine Münze. Im Hintergrund hat es noch etwas. Komme ich dort hin? So anstellen und das Ganze sicher auch sehr gut. Und ja, ich bräuchte mal etwas zum Essen, ich bräuchte mal ein bisschen Energie, sonst sterbe ich da noch. Der Bumerang, weiß nicht, ob der noch braucht. Das war die eine Welt, ja. Aber ich glaube, ich habe schon irgendwo etwas gesehen, vermute ich mal. Ja, lauf doch noch rein und stirb. Ach. Und kaum habe ich es gesagt, ist passiert. Also eine schlechte Idee war, um in dieses Level reingehen mit wenig Energie. So viel kann ich gerade schon mal vorweg sagen. Okay, hinter mir da nochmal ein paar. Gut, jetzt kann ich mich ein bisschen konzentrieren und hoffe, dass ich mich ein bisschen besser anstellen werde. Festwege kann ich nicht kaputt machen. Da kann ich sicher kaputt machen noch. Da jetzt auch noch etwas rein. Da muss ich ausspucken. Etwas möchte ich noch ausprobieren, was ich vorher gesehen habe. Weiter vorne. Ich weiss, ich muss wieder aufpassen, dass meine Aufnahmezeit nicht zu lang wird, weil der Speicher ist begrenzt. Aber ich denke, das sollte ja halbwegs drin liegen. Kommt man da? Nein. Okay.
Ihr denkt, vielleicht kommt man da zum Riesenrad hindern, aber da hat man noch oben drauf. Und jetzt ist da etwas nicht. Nein. Hinterm Wagen hat es auch nicht versteckt. Gut, dann ist der Ausflug in dem Fall für nichts gewesen und da können wir auch nicht führen. Ja, Versuch ist wert gewesen. Da können wir auch nicht raus. Okay. Ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger jetzt, weil in der letzten Folge wir ganze fünf so blöde Seelenfragmente verpasst. Da stört mich ehrlich schon ein bisschen. Ah ja, ist gut, macht es euch. Auch etwas zum Essen. Da hätte ich vorher brauchen, bevor ich gestorben bin. Und da kann ich das Ding aufmachen. Für da muss ich für da hoch. Da ist noch so etwas Leuchtendes auf der Spitze oben. Tatsache. Okay, in dem Gebiet hätten wir in dem Fall alles. Also wir sollten ein bisschen mehr auf die Elfelin schauen. Wenn die sagt, es ist gut, dann dürfen wir weitergehen. Und in dem Fall dürfen wir da weitergehen, weil da haben wir mal alles gefunden. Da rumschauen, dass wir ja nichts verpassen. Und Schwert oder Eis. Ah, Knopf. Mein leidiges Thema. Und da ist ein Bosskampf gekommen, glaube ich, gell? Ja. Wieso man immer recht haben? Und er kann jetzt auch mal Schneemann machen. Okay. Okay, der hat 2 Phasen. Und jetzt macht er da Sinn. Oh! Riesen Schneeball, hä? Ja, das ist jetzt nicht so gescheit gewesen. Aber Schwert nimmt uns zum Glück relativ viel weg. Gut. Dem müssten wir fast Seis nehmen. Hätte ich gleich von Anfang an müssen Schnee nehmen. Da hat es einen Haufen zum Eisen. Da können wir nicht raus. Auf dieser Seite haben wir auch nicht raus. Okay. Das ist glaube ich der Part, wo man da irgendwo durch die Wand hätte können türen, den ich aber auch erst beim zweiten Mal gesehen habe. Nein, jetzt ist es. Zuerst nehmen wir alles weg. Alles, was brennt. Entfernen. Ja. Und nachher nehmen wir den Entdecker. Ja. Der brennt ja nicht mehr. Wir jetzt schon den Entdecker nehmen. Vielleicht brauchen wir den. Und da war der ein Durchgang gewesen. Der Weg führt uns wieder raus, da rein ist nichts. Aber zumindest haben wir keine Zeit. Oder wäre auch noch eine Zeit-Challenge angestanden, mehr oder weniger, nicht, oder? Da hat aber die Elfelin noch nicht gesagt, dass es gut ist. Also, ich vermute, dann hat es da irgendwo noch etwas rum. Ah, da hinten oben. Ah.
gut, und Delphin hat gesagt, jetzt ist es gut, also gehen wir jetzt weiter. Gut. Oh nein, der Lampenschrott. Ja, ist gut. Dann das Seelenfragment auch leuchten. Ja, so wie es aussieht schon, da vorne haben wir eins. Oi, oi, oi. Dann noch so ein Bullen. Ein Stier. Okay, da ist anspruchsvoll bis jetzt, finde ich. Ja. Da geht's weiter, gell? Müssen wir mal da hingehen. Eine Sammelfigur hat es gegeben. Kein Seelenteil vom Leo. Und da vorne und ich glaube auch die Wand raus, gell? Ja. Ah, schlecht. So. Ja, kein Abbe. Ach. Wir müssen weglocken, dass wir ihn holen können. Gut, den hätten wir halbwegs souverän geschafft, würde ich meinen. Da ist der Hauptweg da das letzte Mal. Also müssen wir zuerst mal noch dahinter. Und dann Stier zur Überraschung, wo wir aber zum Glück ganz noch schön hin können. Ausweichen, ausnahmsweise mal. Letztes Mal noch eine Türe gehabt, da hatten wir jetzt keine Türe, aber dafür hat es da noch mal ein Teil rum. Okay. Nein! Ah, stelle ich mir aber gerade wieder sehr doof an. Einfach stehen bleiben, dann kommt das gut. Jetzt nichts. Weiter geht immer noch nicht, weil da haben wir glaube ich noch hindern können. Wenn ich mich richtig mag erinnern. Wenn wir die einen weglocken. Und dann hoffen wir, dass Delphin genau sagt, wir haben alles gefunden in dem Bereich. Gut, dann hätten wir die Hälfte, mehr als die Hälfte. Ja, dann dürfen wir weitergehen. Also mit vielleicht in der ersten Folge schon ein bisschen mehr müssen drauf schauen, was das uns einmal Delphin sagt.
da noch einmal die Chance oder können wir da nochmal probieren? Da haben wir noch einmal die Chance. He? Ah, ich hätte von Anfang an müssen den Eisfixer nicht. Nicht die da über das Zeug ausgleiten, gell? Ah! Gut, einen haben wir verpasst. Boah, da wäre Verschabenkeit. Wenigstens den hätten wir mal geholt. Sind wir da aber so pressiert? Vielleicht ist da noch irgendwo etwas rum. Nicht. Nein, sieht nicht so aus. He? Nein. Okay. Geist. Hier gehen diese mal auch so Zeichen. Zeichen, so Seelenteile. Eins haben wir sicher verpasst im Bereich. Ja, da stelle ich mich auch wieder sehr gut an. Einmal platt gefahren. Ah! Ein seltener Stern. Jetzt da in dem Fall auch in jeder Welt, dann haben wir da in der letzten Welt auch nicht gefunden. In der ersten haben wir glaube ich gefunden. Werden wir nicht einfrieren. Dort hinten oben ist aber ja noch etwas. Aber dann gibt es eine Leiter wahrscheinlich. He? Ich vermute jetzt einfach einmal, dass da eine Leiter kommt, wenn wir da angekündigt haben. Oder ich hoffe es zumindest. Okay, einen haben wir sicher verpasst. Da hinten ist auch noch ein. Wäre es ein 14. Eben einen haben wir verpasst, jetzt sind es keine 14 mehr, jetzt sind es nur noch. Okay, das ist ein Labyrinth. Raufkommen sollten wir irgendwie auch noch. Da komme ich nicht mehr rüber. Endlos Kreis. Ich verstehe es im Moment gar nicht, was ich mache. Da ist ein Weg. Okay, das ist jetzt nicht so cool gewesen. Da ist wieder die Zeit-Challenge. Hier. Das.
Habe ich etwas verpasst? Oh, dort habe ich einen verpasst. Die Frage ist aber, wie ich dort raufgekommen wäre. Also ich habe relativ viel verpasst und oh, da kommt mein Lieblingsgegner, hey, Cassandra. Ja, nehmen wir das Eis. Probieren wir es mal mit dem Eis. Der Igel ist nicht so gut die Wahl gewesen, he? Da stelle ich jetzt sehr doof an. Stirb doch einfach, du Drecksding. Nicht ich. Ja, da stellt mich ganz schlecht an. Ist gut. Versteh's. Und tot. Ah, bin ich scheiße gut. Schon das zweite Mal gestorben in dieser Folge. Das ist ja Katastrophe. In dem Fall nicht mehr Schwert. Ah, gut, okay, das mal probieren wir es mit dem Schwert. Vielleicht sind wir mit dem Schwert ein bisschen besser dran. Mit dem Igel. Ich mache wieder einen auf Kamikaze, ich bin zu dumm, sonst um da irgendetwas zu reissen. Komm, schlag, mach sie kaputt, Mann. Komm, 2, 3 Hieb. Bam, 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 bam. Jetzt aber. Ja, danke. Oh, knappe Sache. Und habe mich auch nicht so geschickt dargestellt. Aber, egal. Und 2 haben wir sich auslassen. Das mal. Aber hoffentlich wenigstens immer 5 wie das letzte Mal. Bitte 49, komm. Ja. Da wisst ihr jetzt welche 2. Ist sicher schon mal ein bisschen wert. Also, in dem Fall dürften wir uns in der nächsten Folge Gruppe anschauen. Ja. Und ich bin wieder fast tot. Also glaube ich, gehen wir noch schnell, komm, da machen wir ganz schnell noch in dieser Folge, gehen wir noch schnell in die Model die Stadt zurück, eine Runde gehen, Mütze, wenn schon Delphelin wieder mal dabei ist.
Ja, ich weiss, dass wir weiter müssen und dass wir noch mehr Teile suchen müssen. Und da haben wir noch Geschenke bekommen, okay. Waddelig Geschenk, 300 Münzen. Danke vielmals. Können wir sicher brauchen. Also jetzt gehen wir mal schlafen. Und so schön, die Elfeline ist wieder mal dabei. Gut, dann wären wir gestärkt und frisch parat für die nächste Folge. Wenn wir uns dann den nächsten Abschnitt dürfen anschauen. Go! Ah, warte, der wird noch reden. Entschuldige, dass wir so plötzlich verschwunden sind, Tatsandra. Dieser Ort ist aber auch wirklich seltsam. Fast so, als bestünde er aus mächtiger physischer Energie. Ich glaube, ich bin schon mal dort gewesen. Es fühlt sich fast so an, als würde ich von einer anderen Hälfte absorbiert werden. Leopold befindet sich bestimmt noch irgendwo in diesem rätselhaften Ort. Wir suchen weiter nach ihm. In Ordnung? Ich bitte noch um etwas Geduld. Oder irgendwie so. Okay. Dann gehen wir doch da wieder retour, dass wir dann parat sind für die nächste Folge. Isolierte Inseln. Und dann dürfen wir da natürlich führen gehen. Die ersten 3 Welten hätten wir uns einmal angeschaut und dann würden nochmal 3 Welten anstehen. Somit, ich glaube, es sieht gar nicht so schlecht aus. Fast die Hälfte hätten wir voll von den Seelenteilen und wenn wir nochmal 3 Welten haben, dann, ja, denke ich mal, das sollte halbwegs machbar sein. Somit vielen Dank, sind ihr dabei gewesen und man hört sich.